محمد وعلى محمد. Versteht man mich gut oder? Suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Teufel und beginne in seinem Namen. Im Namen Gottes, des Gnädigen, des Barmherzigen. O Herr, öffne mir mein Herz und mach mir meine Aufgabe leicht und löse den Knoten meiner Zunge, damit sie meine Rede verstehen. Der Frieden und Segen seien auf unseren geliebten Propheten al-Mustafa Muhammad. Seine reine Achtung Welt, alles. Heute haben wir uns hier versammelt, um das Ereignis von Ghadir Hum gebürtig zu feiern. Und jetzt, denn es an diesem Ereignis, wie eben der Tod auch sagte, verkündete der Prophet Imam Ali a.s. als Nachfolger. Und folgend möchte ich erstmal erzählen, was an diesem Ereignis geschah. Der Prophet war mit der Pilgerfahrt, hat die Pilgerfahrt abgeschlossen und war auf dem Weg nach Hause. Und auf dieser Heimreise kam er an einen Ort namens Ghadir Hum. Und an diesem Ort hielt der Prophet an und machte eine Rast. Denn nach diesem Ort, Ghadir Hum, trennten sich alle Muslime. Also manche gingen nach Norden, manche nach Westen, Osten, Süden, manche zurück. Und der Prophet wollte aber dort eine Rast machen, eine Rede halten, weil es ein wichtiges Ereignis war und er wollte, dass jeder Muslim hört, was er zu sagen hat. Und so war es auch so, dass dieser Ort, Ghadir Hum, muss man sich vorstellen, er war nicht belebt und es war sehr heiß für die Muslime. Und er ließ, also die Muslime, die vorgelaufen sind, er ließ sie zurückholen und die noch hinten waren, auf die ließ er warten, weil er wollte, dass jeder hört, was er zu sagen hat. Und es war sehr heiß für die Muslime, also es ist nicht wie hier in Deutschland gewesen, es war heiß und dieser Ort war nicht bewohnt. Es war eine Anstrengung, eine Qual, kann man sagen, für die Muslime, dort zu bleiben. Und es wurde ein Vers offenbart, in Sure 5, Vers 67, in dem Gott sagt, und verkünde das, was zu dir herabgesandt wurde, und wenn du es nicht tust, so hast du deine Botschaft nicht erfüllt, und Allah wird dich vor den Ungläubigen beschützen. Und der Prophet fing an, eine Rede zu halten, und sprach unter anderem von dem Tod, der ihn bald treffen wird, dass er von den Muslimen, also dass er sich so wie eine Verabschiedung, und er erwähnte zwei schwergewichtige Dinge, die er den Muslimen hinterlässt, an denen sie sich immer halten müssen, damit sie niemals in die Irre gehen. Und er erwähnte einmal den Koran und einmal die Ahlul Bayt. Und er sprach die Muslime an, er sagte zu ihnen, O ihr Muslime, habe ich nicht mehr Recht über euch, als ihr über euch selbst? Und alle antworteten, Ja Rasulallah. Und er nahm Imam Ali zu sich, streckte seine Hand in den Himmel und sagte, wessen Herr ich bin, dessen Herr ist auch Ali. Und gleich danach, nachdem er das sagte, wurde ein Vers offenbart, in Sure 5, Vers 3, in dem Gott sagt, und heute habe ich eure Religion vervollständigt. Sallallahu Muhammad wa Muhammad. Aber was geschah nach dem Tod des Propheten? Viele Muslime haben seine Worte vergessen, haben nicht mehr beachtet, welche Stellung Imam Ali a.s. eigentlich hat. Und so kam es dann zu einer Spaltung und vor allem dann in der Zeit der Umayyaden-Dynastie war die Unterdrückung sehr groß. Und jetzt möchte ich eine Überlieferung erwähnen, in der es um 3 Herzen geht. Das erste Herz ist nur für die Dunya. Das zweite Herz ist nur für Akhir, also das Jenseits. Und das dritte Herz ist für Allah. Und das erste Herz, welches nur für die Dunya ist, bekommt auch nur die Dunya. Also dies ist ein Herz, nach dem wir niemals streben dürfen. Denn es waren Menschen wie Muawiyah und Yazid, die dieses Herz in sich hatten. Und Shahid Mutahari, may Gott seine Seele gnädig sein, sagte, dass Muawiyah im Grunde genommen Imam Ali a.s. schätzte. Und wenn man Muawiyah über Imam Alis Taten berichtet hat, dann füllten sich die Augen von Muawiyah mit Tränen. Und wer von uns ist so, dass wenn er über Imam Ali was hört, dass sich seine Augen gleich mit Tränen füllen? Aber dieser Neid und dieser Machtstreben, den Muawiyah hatte, ließ ihn letztendlich zu dem werden, der er wurde. Und es ist für uns eine Aufgabe, dass wir darauf achten, dass wir nicht so werden. Und dass wir beachten, welche Stellung die Ahlul Bayt hat. Und das zweite Herz, welches für das Jenseits ist, das wird auch nur das Jenseits bekommen.
Aber das dritte Herz, welches für Allah ist, bekommt das Diesseits und das Jenseits. Und es ist wichtig für uns alle, dass wir unsere Taten eine reine Absicht haben. Denn es kann sein, dass, wenn deine Absicht ist, Macht zu bekommen, Geld zu bekommen, Reichtum, dann vielleicht bekommst du diesen Reichtum, diesen Erfolg. Aber dieser ganze Erfolg ist nur in dieser Dunya, nur in dieser Welt hast du diesen Erfolg. Aber später vor Gott hast du nichts von deinen Taten. Aber wenn deine Absicht für Allah ist, so ist der Tag, an dem der Imam von seiner Wiederkehr zurückkommt, ein Freudentag für dich. Salawat an Jeder von uns merkt, dass diese Zeit, in der wir leben, und vor allem gerade hier in Deutschland, immer schlimmer wird. Die Unterdrückung nimmt zu und die Hetze wird immer größer. Darum sind solche Veranstaltungen wie diese werden von immer größerer Bedeutung. Und es wird immer wichtiger, dass wir uns treffen und dass wir uns austauschen, dass wir miteinander reden und nach Wissen streben. Denn der Prophet sagte einmal, strebt nach Wissen von der Wiege bis zum Grab. Aber was wir auch immer mit bedenken müssen ist, dass egal wie hart diese Zeit wird, und bei Gott, sie wird noch viel härter, wie wir es uns überhaupt vorstellen können, dass egal wie hart diese Zeit wird und wie hart die Prüfungen werden, dass es niemals eine Zeit ist, in der wir unsere Hoffnung verlieren dürfen. Denn Gott verspricht uns im Koran, dass das Ende der Zeit den Gläubigen gehören wird. Und dass diese Zeit ist eine Zeit, in der der Imam, die Wiederkehr von Imam immer näher rückt. Und da die Zeit knapp ist und wir die Zeit gut nutzen möchten, will ich euch nicht weiter mit meinen Reden jetzt belasten. Und ich bedanke mich für euer Zuhören und verzeiht mir und bitte macht Dua für mich. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.